Und nach diesem kleinen Highlight kommen wir jetzt zu unserem nächsten Highlight. Und zwar meinem Gast. Nach Joker Tululu und Clement Davis, den beiden YouTubern, kommt heute als Premiere die erste YouTuberin zu uns in die Sendung. Anna Cotta. Und einen kleinen Zusammenschnitt haben wir jetzt schon mal für euch. Hallo meine kleinen Süßspeisen. Was geht ab? Oh, Scheiße. Ah, doch, ja, ich bin eine Frau. Ich habe eine Vagina. Ah, Scheiße. Deine Mutter ist mir heute richtig auf die Nerven gegangen. Was soll ich sagen, Alter? Frauen sind irre. Ein kleiner Vorgeschmack schon mal auf meinen bezaubernden Gast. Und die junge Dame hole ich jetzt rein. Und zwar Anna Cotta. Hallo. Yeah. Komm zu mir rein. Schön, dass du da bist. Das Handy. Wir machen natürlich noch das Selfie. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Du kannst gern schon essen. Oh, das ist sehr nett von dir. Danke, du. Lass dir Zeit. Schon wieder. Wir bleiben hier heute einfach noch ein bisschen stehen. Der Kuchen schmeckt hier auch gut. Jetzt. Okay. Perfekt. So, jetzt darfst du dich auch gerne hinsetzen. Hat alles ein bisschen länger gedauert, aber ist ja nicht so schlimm. So, setz dich hin. Da ist das Mikro, damit dich auch alle hören können. So, genau. Stell den Kuchen da irgendwie hin. Ein bisschen klein für den großen Kuchen, ne? Och. Es gibt sogar neuen Kuchen. Der sieht wirklich lecker aus. Der ist Du Hammer. darfst die ganze Zeit essen, so viel du willst. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil da sind Nüsse drin und ich habe eine Nussallergie. Oh. Ich gebe den gleich der Sophia einfach mal ab. Hallo Anna Cotta. Hallo. Wirst du denn immer Anna Cotta genannt oder wirst du einfach Anna genannt? Ich werde einfach nur Anna genannt. Okay, dann sage ich einfach nur Hallo Anna. Schön, dass du da bist. Freut bei mich uns. auch sehr, hier zu sein. Danke. Du bist die erste YouTuberin bei uns. Wie wird man denn YouTuberin? Meinst du jetzt spezifisch als Genau. Weibchen oder? Spezifisch als jeder Mensch. Als jeder Mensch. Ich glaube, YouTube wird man aus einer inneren Motivation raus so ein bisschen, wenn man halt will, dass so gewisse Themen, dass halt einige Leute halt mitbekommen. Also der Grund, warum ich zum Beispiel YouTube mache, ist einfach, weil ich das schön finde, dass man den Leuten einfach so vom Alltag so 5 Minuten einfach so geben kann, wo sie diesen Alltagsstress auch einfach nicht mehr haben, dass sie einfach so ein bisschen lachen können und sowas. Und vor allem, glaube ich, machen die Leute auch YouTube, das, ja, ich weiß nicht so genau. Das heißt, du nimmst auch wirklich nur Themen aus deinem Alltag. Nicht nur, also sagen wir es mal so, die Themen, die mich interessieren, die behandle ich. Und ich würde jetzt auch niemals irgendwie, keine Ahnung, einen Pullover-Tag oder sowas machen. Ich weiß nicht, es gibt da ja 1000 Sachen, um Gottes Willen. Jeder soll das machen, was er will. Aber ja, also ich habe das eigentlich aus dem Grund angefangen, weil ich einfach die Leute zum Lachen bringen wollte. Und wie das Ganze aussieht, da haben wir was für euch vorbereitet. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Ich mach
mach den Wecker aus und sie gehen mal blendend aus. Auf einmal tauchen lauter Leute auf. Keine Ahnung, was die hier so machen, ist mir auch egal. Aber sie passen zu diesem Video optimal. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich heiße ANNA. Von hinten wie von vorne, doch das kennt ihr ja. Und wenn das Video euch gefällt, dann lasst einen Daumen da. Oh, meine Lieben, da ihr euch ja schon immer gefragt habt, wie ich so eine makellose Haut bekommen habe, möchte ich euch meine Morgenroutine präsentieren. Und die beginnt frecherweise mit einem DIY. Ihr nehmt einfach Olivenöl und Salz. Mischt das einfach mit eurem Finger zusammen. Und dann schmiert ihr das einfach in euer Gesicht. Ja, das ist schön. Ihr könnt dieses DIY, das eigentlich für die Haut gedacht ist, auch für ein wunderbares Rezept verwenden. Ja, ihr könnt auch einfach das von eurem Gesicht auch runternehmen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Ihr könnt es gleich in der Früh eurem Liebsten servieren, nachdem ihr mit dem DIY in eurem Gesicht fertig seid. Ich wünschte mal echt, er würde mal das machen, was ich will. Im ersten Abschnitt hat man dich ja so ein bisschen singen hören. Hast du das wirklich selber gesungen? Ja, das habe tatsächlich ich selber gesungen. Und ich will auch in der Zukunft, will ich auch mehr in die Musikrichtung gehen, also Parodien und sowas. Das heißt immer mit Gesang dabei. Kannst du denn gut singen? Im Moment gerade nicht. Meine Stimme ist ein bisschen weg, falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Ich bin etwas erkältet. Aber ich weiß, ich finde es immer so ein bisschen hart, wenn man sagt so, ja, ich kann voll gut singen. Aber ich bin voll cool und ich kann alles voll krass gut unterwegs. Ja. Aber sagen wir es mal so, kotzen muss man davon nicht. Ne? Das heißt, wenn du, das würde ich ja immer gerne können, wenn ich unter der Dusche ein Lied im Radio mitsinge, würde ich mir wünschen, dass sich das dann gut anhört. Oder einfach so anhört, dass es die anderen nicht stört. Ja. Klappt bei mir halt leider nicht so gut. So, Sophia, du hattest auch schon Fragen aus dem Chat. Richtig. Was ich sehr lustig finde, ist, es haben nur Mädels bisher Fragen gestellt. Aber fangen wir gleich mal an. Was mich auch interessiert, das fragt Sarah, woher hast du deine Schuhe? Aha. Diese Schuhe... Gott, jetzt kommt hier gleich eine Schleichwerbung. Es geht los, ne? Also, ich wurde gefragt, ich kann nicht dafür, ich muss das beantworten. Ich habe die von einer Internetseite, die heißt Just Fab. Da gibt es die im Moment. Ich habe sie mir auch vor 2 Wochen erst gekauft, deswegen könnt ihr die immer noch dort finden. Die kosten 40 €. Demnächst laufen nur noch Frauen in diesen Schuhen rum. Genau. Die gibt es auch in Gold übrigens. Julchen möchte gerne wissen, wie groß du eigentlich bist. Ich bin ganze 167 Zentimeter groß. Das ist doch mal eine genaue Angabe. Platzsparend, sage ich auch. Du bist nur 10 cm kleiner als ich. Oh, schau. Und deswegen, die Schuhe haben übrigens auch einen leichten Absatz drin, dass das da nicht so auffällt. Deswegen sah man das eben nicht so beim Selfie. Ja. Dann möchte Jana noch wissen, seit wann du YouTuberin bist. YouTuberin bin ich seit ungefähr einem Jahr. Doch, ein Jahr circa, also ein bisschen länger. 1 Jahr und 3 Monate und 13 Tage. Ja? Keine Ahnung, nein. Okay, dann noch eine letzte Frage von der Judy. Gibt's von dir auch Schminkvideos? Nein. Nein, ich muss sagen, also um Gottes Willen, ich bin auch nur ein Mädchen. Ich male mich gerne an. Ich habe auch wirklich so meine Favorites so mit Kosmetikartikeln. Aber ich würde niemals von mir behaupten, dass ich genug Wissen im Bereich Beauty so dazu beisteuern kann, dass ich anderen Leuten so erklären kann, ja, du machst das so und so. Weil ich kann zum Beispiel keine Smoky Eyes machen. Ich krieg das nicht. Ich kann das auch nicht. Ich lasse das machen. Ja, genau. Höchstens. Ja, wir haben uns da mal was überlegt. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt, ja, ess erstmal Kuchen. Kräftige dich. Du hast gesagt, du möchtest keine Schminktutorials machen. Deswegen machen wir beide heute ein Herbstfrisuren-Tutorial. Ach du Scheiße, Haare kann ich noch weniger, ne? Ja, machen wir heute. Geil. Du machst jetzt irgendwie so eine nicht zu hässliche Frisur an mir und erklärst es wie bei einem Schminktutorial. Boah, aber darf ich richtig übertreiben dabei? Ja, mach's nicht zu schlimm. Ja, aber Leute, ich muss da noch du weißt, zu sehen sein. Du weißt, ich bin Comedy-Kanal, also ich mache nichts so, dass man das ernst nehmen könnte. Okay, hau rein. Guck mal, ich habe hier auch hast du auch Haarspangen und sowas Spangen dabei? Und Haargummis dabei. Warte mal. Und los geht's. Warte. Steh auf, ich halte dir das Mikro hin, während du sprichst. Super. Okay. Also, ich würde jetzt erstmal anfangen, hier diese Klammer zu lösen, wenn das in Ordnung geht. Nein! Und
Und nur, damit ihr Bescheid weißt, wir haben ja Herbst. Deswegen haben wir auch alle schon eine etwas rauchigere Stimme. Erstmal Komplimente. Rauchst du denn? Diese Frage hätte ich nicht beantwortet. Die hast du mir jetzt gerade so in die Wiege gelegt. Nein. Erstmal muss man sagen, du hast sehr schöne Haare. Kann ich erstmal hier gleich vorab sagen. Dankeschön. Und vor allem, ich hoffe, das ist jetzt natürlich okay, weil du musst wissen, im Herbst, da windet es besonders doll. Deswegen brauchen wir eindeutig so diesen durchgeföhnten Look. Und dann würde ich einfach mal behaupten, da im Herbst es sich auch nicht so ganz lohnt, sich irgendwie so eine richtig krasse Frisur zu machen, nehmen wir jetzt einfach mal so ein Flechting, weil das ist, glaube ich, das Einzige, was ich wirklich kann. Aber das ist natürlich auch der Wasted Look, trage ich auch selber sehr gerne. Es fühlt sich auf jeden Fall richtig schön an. Gell? Man fühlt sich doch auch gleich sehr gewertschätzt, wenn man so... So, und jetzt machen wir hier irgendwas. Ich glaube, ich werde gleich richtig begeistert sein. Ich weiß, du wirst es Traumfrau. lieben. Und du Traumfrau wirst mich gleich. Auf jeden Fall. Du wirst mich jeden Tag Immer wieder antworten. gerne in die Sendung einladen. Immer wieder gerne. Du hast mich drum gebeten, ich bin nicht dran schuld. Okay, warte mal. Okay, und wichtig ist natürlich auch, dass so ein paar Strähnen. Ey, so sieht der Herbstlook 2015 aus. Es tut mir sehr leid. Wenn ihr das nachmachen wollt, weil das ist ja ein Tutorial, also das zum ist ein Tutorial. Nachmachen, könnt ihr das natürlich bei uns auf der Facebook-Seite heute Abend euch nochmal angucken und so oft ihr wollt, bis ihr diese geile Frisur auch nachgemacht Ich glaube habt. nicht, dass ihr es so krass hinkriegt wie ich, aber ihr könnt es versuchen. Warte, einfach so für die Kunst tun wir noch Narkomitol. Am besten 2, ich habe noch einen übrig. So, ich finde die Frisur Sehr schön. super. So, Hier, das ist dein Mikro. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht dein Ich finde die Mikrofon super, die Frisur. Und wir haben natürlich noch eine Sache, die uns richtig besonders gut gefallen hat. Ich fühle mich so schön. Ja, wir haben hier, ich habe hier ein Bild für dich vorbereitet. Kennst du diesen jungen Mann? Ich habe ihn noch nie gesehen, muss ich zugeben. Was denkst du denn, was der so macht? Vielleicht arbeitet er in einem Zoo? Nein, der macht was ganz anderes, das wohl keiner von euch jemals gedacht hat. Und ja, wir haben hier den Beweis für euch. Das ist schon wieder komisch kommen. Also wir haben hier ganz viel zum Lachen und das tut bestimmt weh, kann ich mir vorstellen, zwischen den Beinen bei den Männern. Das ist Logan Paul, ein amerikanischer Internetstar und ja, der hat die New Yorker mal ein bisschen aus der Fassung gebracht. Falls ihr heute Abend noch nichts vorhabt, könnt ihr entweder sowas machen oder lieber auf unsere Kollegen von Extra hören. Und war der erste Australier beim Eurovision Song Contest dieses Jahr und hat sogar den 5. Platz gemacht. Und der ganze Spaß kostet nur 25 €. Wäre das was für dich, da hinzugehen? Ja, hey, warum nicht? Hört sich ja geil an. 25 €, das gibt man ja an einem Tag auch mal ganz schnell für andere Sachen aus. Das wäre auf jeden Fall mal eine gute und eine clevere Investition. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für diese wundervolle Glamour-Herbstfrisur. Bitteschön. Ich werde damit heute auf jeden Fall noch auf die Straße gehen. Oh ja. Danke, Sophia, und euch noch einen ganz schönen Abend. Genießt es und wir sehen uns morgen wieder in aller Frische. Auf Wiedersehen.